Ein erfülltes Leben bedeutet für mich, Gemeinschaft mit demjenigen zu haben, der uns erschaffen hat. Und Gemeinschaft zu haben mit denjenigen, die uns lieben, uns kennen und wertschätzen. Vor einem Jahr hatte ich einen Berufungsmoment, wo mir Gott gesagt hat, dass ich meinen Job kündigen soll und Vollzeit in den Dienst gehen soll. Aber was ist eigentlich Berufung? Werden alle Menschen berufen? Und wie bekomme ich eine Berufung? Diese Fragen und viele weitere diskutiere ich heute in diesem Podcast mit Christian Almasud. Christian ist ein Prediger und ist auf Social Media aktiv. Und heute ist er bei uns hier in dem Sunday Night On Air Podcast. Let's go. Christian, so schön bist du hier. Vielleicht ganz kurz zu Beginn, wer bist du? Was machst du? Und hast du ein geheimes Talent? Es ist mir eine große Freude, bei euch zu sein. Also es ist echt voll die Ehre. Ich bin Christian Almasud. An meinem Nachnamen erkennt man, dass ich aus Stuttgart komme. Aha, ja, tatsächlich. Genau, aber meine Eltern kommen ursprünglich aus Damaskus, Syrien. Ich bin 26 Jahre alt, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und habe das Privileg, Jesus zu predigen auf Social Media und in Gemeinden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und darüber hinaus. Und yes, das ist ein geheimes, ein unbekanntes Talent. Ist tatsächlich, ich bin ein krasser Beatboxer, also es ist nicht mehr Spaß. Kannst du was? Ich wollte gerade sagen, let's see it. Nein. Also was viele Leute von mir nicht wissen, ich habe früher selber, jetzt expose ich mich richtig. Let's go. Ich habe ein Musikvideo. Du hast Musikvideos gedreht. Auf Sind die noch online? YouTube. Ja, sind Die noch kann man online. noch finden. Die kann man Hast noch du Musik gemacht? Ich habe gesungen, ja. Du hast gesungen? Ja, das war Was war das für ein Stil? Da war ich Nicht 14, Beatboxen. da war ich 14 Jahre alt. 14. Genau, das war so, ja, keine Ahnung, was das für ein Stil war. Das war irgendein, Waren es deine eigenen Lieder? Oder waren es Nee, Covers? ich war auf einer christlichen Schule. Aha. Und da gab es so ein Projekt, dass man so ein Musikvideo dreht und so ein Lied wie cool. abdrehen möchte. Und da gab es so ein Casting und ich habe mich mit meinen Freunden nur aus Spaß eingetragen. Nein. Und dann wurden wir gezwungen, tatsächlich Das zu machen. ins Casting zu kommen. Und dann hab ich gesungen und dann wurde ich genommen und dann der Rest ist Geschichte. Ja, genau. Okay, also Leute, wenn ihr das Video sucht und findet, dann kommentiert mal bei uns in den Kommentaren. Perfekt, Dann können wir das ein bisschen spreaden, dein Geheimnis. Nein, mega cool, dass du hier bist. Und du hast es vorhin schon angesprochen. Du bist auch Prediger nebenbei. Ja. Du bist auf Social Media aktiv. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Oder wie würdest du sagen, hat es bei dir begonnen? Und würdest du sagen, dass das deine Berufung ist auch? Das ist eine gute Frage. Also ich sage immer, die Berufung findest du an allererster Stelle in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir sind alle dazu berufen, Kinder Gottes zu sein. Wir sind alle dazu berufen, in Gemeinschaft mit ihm zu sein, ihn besser kennenzulernen. Das heißt, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo es häufig um Berufung geht. Was ist meine Berufung und so weiter und so fort. Und ich glaube, die werden wir niemals finden, wenn wir nicht erstmal die Berufung gefunden haben, ein Kind Gottes zu sein. Wow. So, und das war ich als allererstes. Ich hatte das Privileg, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo Jesus lebendig war und keine Tradition. Mein Vater ist zu Jesus gekommen in den 80er Jahren. Jemand hat ihm eine Bibel geschenkt. Und mein Vater hat darin angefangen zu lesen und Jesus hat sich ihm offenbart in seinem eigenen Wort. Wow. Ohne einen Pastor, ohne eine Kirche. Mein Vater hat sein Leben Jesus gegeben, ist Teil einer Gemeinde geworden. Und so hatten wir Kinder das Privileg, aufzuwachsen. Genau, und als es dann um meine persönliche Berufung ging, war das dann echt so, dass ich sage immer, Gott gibt uns nicht Gaben, Talente und Interessen ohne Grund. Gott ist effizient mit der Art und Weise. Ne? Wirtschaftler sind auch sehr effizient, wo sie Leute einsetzen. Sie werden jetzt niemals einen ITler, keine Ahnung, dem sagen, hey, du musst jetzt hier irgendwas was moderieren. Oder die würden jemandem sagen, der komplett für den Vertrieb ausgerichtet ist, der sagt jetzt, du musst irgendwelche Excel-Tabellen erstellen und Finanzbuchhaltung machen. Das heißt, wenn Wirtschaftler effizient sind mit dem Einsatz, wo sie Leute einsetzen, dann ist es unser Gott um ein Vielfaches mehr. Ich glaube, Gott hat jedem von uns Gaben und Talente gegeben. Und wenn man sich selber fragt, okay, was sind meine Gaben, was sind meine Talente, was sind meine Interessen, ist, glaube ich, immer wertvoll, zur Familie zu gehen, zu Freunden zu gehen, die einen kennen und diese Leute zu fragen, hey, was sind meine Gaben? Was kann ich besonders gut, was fällt mir vielleicht schwer? Und dann dementsprechend dann noch zu sagen, okay, ich glaube, ich habe volles Herz für Kinder. Ja, vielleicht bin ich von Gott dazu berufen, etwas in die Richtung zu machen. Und so war das bei mir relativ früh, kamen Leute, haben gesagt, hey Christian, du kannst Leute begeistern. Damals war das so, dass ich Leute begeistert habe für allerlei Unsinn. Vor allem in der Klasse, das war echt, ich habe manche Aktionen gebracht. Klassenclown oder wie? Ja. Schon ein bisschen. Ja, schon. Also es war einmal, das war eigentlich echt schäbig, ne? Wir hatten eine Geschichtslehrerin, die hat sich nicht so durchgesetzt. Und dementsprechend waren die Unterrichtsstunden immer sehr chaotisch.
Und dann habe ich, bevor wir Geschichte hatten, damals, ich glaube, 8. Klasse war das, habe ich zu meiner Klasse gesagt, hey Leute, jetzt bevor diese Lehrerin ins Klassenzimmer kommt, sind wir alle mucksmäuschenstill. Weil normalerweise ist es immer so, die ist ins Klassenzimmer gekommen, jeder ist rumgesprungen und hat rumgetanzt, total. Und wir sind alle mucksmäuschenstill. Und sie wird anfangen, ihren Unterricht zu machen und sie wird irgendwann anfangen, jemandem zu sagen, hey, was sagst du, was denkst du, meldet euch doch mal. Niemand darf was sagen. Oh, wow. Du musst einfach ruhig bleiben. Dann werde ich irgendwann anfangen rumzubrüllen und dann können wir wieder in die alte Manier fallen. Und dann, genau das ist passiert, die ganze Klasse hat es durchgezogen. Und es war, ja, da habe ich irgendwie eine Gabe, die mir Gott gegeben hat, genutzt für eine katastrophale Sache. Ja, ich wollte sagen. Genau, aber danke Jesus, dass ich nicht an diesem Ort geblieben bin, sondern dass ich in ihm wachsen durfte. Und dann kamen viele Leute, auch prophetisch, die gesagt haben, dass der Herr dich nutzen wird, dass der Herr dich senden wird. Auch, dass Gott zu mir persönlich gesprochen hat und mir gesagt hat, hey, ich möchte, dass du auf Social Media mein Wort verbreitest. Und ich bin so weggerannt vor diesem Ruf. Ne? Ich hatte echt Menschenfurcht, ich hatte allerlei Dinge. Und es ist so krass, ich habe dann angefangen, ein paar Jahre später, im August 2019, Videos hochzuladen auf Social Media. Und dann, ich hatte 3 große Vorbilder, die Jesus verkündigt haben. Und in meinem ersten Jahr, als ich angefangen habe mit Social Media, sind alle meine 3 großen Vorbilder gefallen. Krass. Jeder hatte irgendwelche Affären mit Frauen oder andere moralische Fehltritte, wo ich dann echt in meinem Zimmer war und gesagt habe, Jesus, ich möchte aufhören. Ich bin lieber ein Unbekannter in der Kirche, der dir treu ist, als ein Bekannter, der dir untreu wird. Und dann war das schon ein krasser Prozess, wo dann auch, wo Jesus mir auch dann gesagt hat, wo der Heilige Geist mir gesagt hat, Christian, lass es niemals zu, dass Angst die Motivation deines Handelns ist. Und der Grund dafür ist, wenn du Dinge tust oder Dinge nicht tust. Da möchte ich auch jeden da draußen, der da gerade zuhört, ermutigen, ey, lass es nicht zu, dass Angst die Motivation deines Redens, deines Denkens oder deines Handelns sind, weil Angst ist nicht vom Herrn. Es ist die Freiheit, die wir in Jesus haben. Genau, und so ist es dann passiert, dass ich dann angefangen habe, Social Media anzufangen und dann mit Social Media kamen dann auch irgendwann Predigtanfragen. Und Jesus hat es schon krass gemacht, weil ich war eigentlich immer jemand, der zu viel Selbstbewusstsein hatte, als zu wenig. Und Jesus hat zur perfekten Zeit angefangen, mich in Gemeinden zu berufen, weil zu dem Zeitpunkt ist Corona ausgebrochen. Und die Gemeinden waren leer. Und dann habe ich echt nur vor leeren Kirchen gepredigt oder nur vor Kameras. Krass. Und es war wichtig für meinen Charakter, dass ich da nicht hochmütig werde und nicht Dinge aus den falschen Intentionen mache. Genau, und so sind ein paar Jahre vergangen und jetzt habe ich das Privileg, im ICF Zürich zu sein. Genau. Yes, wie cool, wie cool. Würdest du sagen, du hast schon deine komplette Berufung gefunden oder strebst du immer noch nach neuen Berufungen oder wie gehst du damit um? Ist Berufung für dich etwas Veränderbares oder ist das unveränderbar? Kann sich das auch verändern? Gute Frage. Ich glaube schon, dass es von Season zu Season einen anderen Fokus gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Zeit gibt, wo man, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt in meinem Fall viel am Verkündigen ist, viel am Reisen ist und es vielleicht eine Zeit geben wird, wo es nicht mehr so viel Reisen sein wird und vielleicht irgendwo anders die Reise hingeht. Da bin ich total offen. Also ich sage immer, Gottes Hände in meinem Leben und mein Leben in seinen Händen. Und das ist voll mein Ding. Ich weiß, aktuell ist genau das, was ich machen soll, ist das, was ich mache und das ist auch im Sinne von Gottes. Aber ich glaube auch, dass schon bald eine Zeit kommen könnte, wo es in eine andere Richtung gehen könnte. Aber es ist jedes Mal, wenn ich predige, und das heißt nicht auf einer großen Bühne, sondern auch einfach im Gespräch, merke ich schon, dass das der Grund ist, wofür Jesus mich gemacht hat. Ja. Wenn wir jetzt so über Berufung sprechen, ich habe ein Statement mitgebracht, was Berufung ist. Es heißt, Berufung ist die Wahrheit, dass Gott uns so entschieden zu sich ruft, dass alles, was wir sind, alles, was wir tun und alles, was wir haben, mit einer besonderen Hingabe, Dynamik und Ausrichtung ausgestattet ist, die wir als Antwort auf seinen Ruf und Dienst ausleben. Würdest du diesem Statement zustimmen oder was ist Berufung für dich? Das ist sehr wahr. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Social Media, da musste ich relativ viel Geld investieren in Kameras, in Lichter und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, okay, Jesus, ich glaube, das ist jetzt mein 10. gewesen und so. Und dann war es echt so, dass der Heilige Geist gesagt hat, nee, gib weiterhin deinen 10. Und dann war das für mich so, okay, krass. So, ich habe dann wirklich, so wie du in dem Statement gesagt hast, ne, mein ganzes Leben, alles, was ich habe, meine Finanzen, meine Zeit, da rein investiert in diese Berufung. Und das ist wirklich, eine Berufung ist eine Sache, das ist anders wie ein Beruf. Ein Beruf kannst du von 9 to 5 machen und dann machst du was anderes. Ja. Eine Berufung
das machst du 24/7. Und du bist es in der Art und Weise, wie du bist. Du bist es in der Fülle und zu jedem Zeitpunkt. Und das ist auch wirklich immer mein Anspruch gewesen. Ich will niemals jemand anderes sein auf der Bühne wie hinter der Bühne. Ich will dasselbe Herz haben und dieselbe Liebe zu Jesus und zu den Menschen. Und dann lebt es sich auch am einfachsten mit der Berufung. Und dann hat man auch wirklich eine Erfüllung in dem, was man tut. So, ich war vorher auf der Bühne, so, das ist nicht eine Sache, die mir Kraft raubt. Ja. So klar, häufig so nach so einem langen Tag, wo ich viel predigen bin, dann bin ich körperlich müde, aber nicht geistlich, nicht seelisch, sondern ich bin erfüllt und ich weiß, das ist genau da, wo Jesus mich haben möchte. Genau. Ich habe einen Bibelvers noch mitgebracht, Epheser 4,1 heißt es, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene, das ist Paulus, der das sagt, im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Ja. Hast du es manchmal auch, dass du Druck verspürst bei deiner Berufung, dass du das Gefühl hast, hey, ich muss dieser Berufung würdig werden? Ja, definitiv. Also vor allem am Anfang war das schon so, dass zum allerersten Mal angefangen haben, Leute mir zu schreiben, so, oh, du bist mir voll das Vorbild. Und dann war das für mich schon so, okay, Digga, was? Ich bin jetzt, Stier. Nicht so nice. Und habe ich schon echt gemerkt, so, okay, hey, auch als Gott mich angefangen hat zu rufen, war das krass, weil ich habe zu dem Zeitpunkt Jakobus gelesen. Und Jakobus heißt es, ich glaube 3 oder 5, ich bin mir nicht mehr sicher, da heißt es, seht zu, dass ihr nicht alle Lehrer werdet, denn sie werden härter gerichtet werden. Und ich habe mir gedacht, Digga, ich brauche jeden Funken Gnade, den ich haben kann. Ja. Und das war dann schon auch eine Challenge. Und ich liebe die Verse, wo Paulus immer wieder sagt, auch wandelt gemäß eure Identität, wandelt gemäß eurer Berufung. Weil in Jesus Christus ist unsere Identität, dass wir Königskinder sind. Amen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Royal Family im Buckingham Palace angucken, die wandeln gemäß ihrer royalen Identität. Du siehst, sie kleiden sich gemäß ihrer royalen Identität. Sie sprechen gemäß ihrer royalen Identität. Und sie haben ein irdisches Königreich. Wie viel mehr dann wir, die wir ein himmlisches Königreich haben, dass wir gemäß dieses himmlischen Königsreich uns kleiden, reden und unsere auch private Zeit nutzen, um Jesus zu ehren und ihn zu verherrlichen. Und klar, immer mal wieder kommt es schon so, dass ich merke, hey, ich lebe nicht nur für mich. Aber ich bin da Jesus sehr dankbar. Ich habe Schwestern, die auf mich aufpassen. Und das ist echt eine Sache, die ich wirklich sage, hey, wenn du berufen bist und du eine Berufung hast, es ist so wichtig, dass du Leute hast, die über dir stehen. Es ist so wichtig, dass du Leute hast, die dich nicht nur ermutigen, sondern auch ermahnen können. Und auch wirklich straight up zu dir sein können. Und ich habe das Privileg, dass ich das in meiner Familie habe. Also mein Vater, meine Mutter, meine Schwestern sind diejenigen, die mich regelmäßig ermahnen. Deine Feedbacker. Ja, voll. Und wenn die auch bei meinen Predigten sind, dann weiß ich, bei denen kriege ich die ehrlichste Review und den ehrlichsten Feedback, den ich bekommen kann, weil die wissen, egal was sie sagen, wir werden keine Ex-Geschwister werden. Ja, so, ne? Das kann sich nicht verändern. Genau, richtig. Und sie haben das Mandat. Und wirklich, es ist so wichtig, dass wir Leute haben, die uns sagen können, dass wir Dinge nicht richtig machen. Weil wenn wir sagen, ich bin berufen, Gott hat mich... ja, und was auch immer. Du wirst dennoch Fehler machen. Auch wenn du berufen bist, auch wenn du gesalbt bist, auch wenn du krasse Gaben und du wirst Fehler machen. Und da brauchst du Leute, die dich auf diese Fehler aufmerksam machen. Weil sonst wirst du eines Tages, so wie die Leute, wie es heißt in Matthäus 7, die Verse 21 bis 23, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Menschen geheilt? Und Jesus sagt zu ihnen, weicht von mir, ich kenne euch nicht. Ich glaube, dieser Vers ist ganz krass ausgerichtet auf Leute, die berufen sind. Auf Leute, die Ministry haben, die Kirche leiten. Man kann so leicht mit dem richtigen Herzen anfangen, aber dann falsch enden. Und da ist es so wichtig, dass wir wirklich Leute haben, die das Mandat haben, auch im Geist älter sind als wir, im Leben älter sind als wir, wirklich Älteste haben, die das Privileg und auch das Mandat haben, in unser Leben zu sprechen. Genau. Würdest du sagen, du hast deine Berufung schon immer ernst genommen oder auch jetzt gerade nimmst du alles immer ganz ernst oder gibt es auch Momente, wo du hast es vorhin schon angetönt, eben vielleicht auch lieber davon gerannt bist oder sie auch lieber ignoriert hättest oder ignorieren möchtest oder hast du sie auch schon teilweise manchmal ignoriert? Safe. Also Berufung ist ja immer, wenn Gott ruft und es war schon auch ein paar Mal, wo ich irgendwie draußen unterwegs war und dann hatte ich auf einmal den Eindruck, dass der Heilige Geist sagt, hey, geh jetzt zu der Person hin und red mit ihr über mich. Und wo ich das echt ignoriert habe. Aber ich finde es so krass. Wisst ihr, als Gott mir das aufs Herz gelegt hat, mit Social Media anzufangen, das war ein ganz kleiner Ruf.
Es war nichts Besonderes. Es war nicht auf einmal, hat sich der Himmel aufgetan und hey, du bist mein Sohn und jetzt, du sollst damit ab. Es war ein innerer Gedanke, das war auch ein Eindruck von ein paar anderen. Und es war so einfach gewesen, in dem Moment zu sagen, komm, ich mach's nicht. Es wäre keine große Sache gewesen. Und diese Sache ist jetzt 4 Jahre her. Heute, mein Leben hat sich verändert. Weil ich dieser kleinen Sache gefolgt bin, diesem Samen gefolgt bin, diesen Samen habe einsinken lassen und Wurzeln schlagen lassen. Und es war so krass, weil im Moment war das eine Kleinigkeit. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, dass auch eine ganz kleine Kleinigkeit gerade dir sagt, mach das und jenes, setz dich da in der Kirche ein oder mach irgendetwas anderes. Und im Moment ist es eine kleine Sache. Aber es kann unfassbare Auswirkungen haben auf dein Leben, wenn du der Sache beständig nachgehst. Und es war in meinem Leben so, es war so einfach gewesen, vor 4 Jahren zu sagen, nee, komm, ich lasse das sein. Ey. Ich bleibe einfach weiterhin treu bei mir im Dorf, in meiner Gemeinde, in meiner Kirche und bin da einfach Jesus treu. Aber mein Leben hat sich radikal verändert und ich hab das Privileg, dass mir regelmäßig Leute schreiben, dass Jesus die Videos benutzt, um ihr Leben zu verändern. Und ich weiß, dass Jesus auch jemand anderen genutzt hätte, wenn ich Nein gesagt hätte. Also ich weiß, es kommt nicht auf mich an, weil Gott, er schreibt seine Geschichte, egal ob du Ja oder Nein sagst, aber es gibt nichts Schöneres, als Teil der Geschichte Gottes zu sein. Genau. Ich hänge mir hier noch gleich hinten an. Wie gehst du oder was denkst du, wenn jemand seine Berufung ignoriert, was passiert dann? Ich glaube, da passiert in dem Sinne nichts Wildes, solange man natürlich an Jesus bleibt und sagt, hey, ich bin ein treuer Diener, ich bin da, wo ich bin. Ich glaube, Jesus nutzt dich auch weiterhin und hört nicht auf, dir auch immer wieder neue Impulse zu geben, wo du reagieren kannst. Aber ich glaube, es gibt auch Situationen, wo der Zug abfahren kann. Wo du einfach sagst, hey, Gott, nein, das will ich nicht. Ich glaube aber, es gibt auch Leute, wie Jona, dass selbst wenn du Nein sagst und auf ein Schiff gehst und in die komplett andere Richtung fährst, dass Gott dich dann auch mit Gewalt wieder zurückruft, weil Jesus einen ganz, ganz klaren Call für dein Leben hat. Aber ich glaube, es gibt auch andere Personen, die Möglichkeit haben zu sagen, hey, ich entscheide mich dagegen und vielleicht ich bin dann immer noch Christ und mache immer noch mein Ding mit Jesus, aber ich lasse es sein. Und vielleicht ist es dann auch irgendwo so wie der eine Diener, der das Talent vergraben hat, was ihm der König gegeben hat. Ne, wir sind dazu berufen, das Talent, was uns Gott gegeben hat, zu multiplizieren. Und es involviert immer Risiko. Ne, es kann immer schief gehen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, das war echt so, ich will niemals so enden wie meine Vorbilder, irgendwie an meiner Frau fremdgehen und was auch immer. Es war riesig, es ist immer noch ein Risiko. Es auch als der Account, wisst ihr, es war so einfach, als der Account 0 Follower hatte, zu sagen, Jesus, dein Account, das gehört mir gar nicht, das ist für den Herrn. Aber als der Account dann Follower bekommen hat, dann war das auf einmal eine Challenge, dass ich sage, okay, hey, das ist nicht meins, das gehört Jesus. So, dass man da das reine Herz bewahrt. Ja. Genau, es ist immer ein Risiko, es ist immer eine Challenge, dem Ruf Gottes zu folgen. Und selbst wenn du jetzt vielleicht den Podcast hörst und denkst, oh Mann, ich glaube, ich habe den Ruf Gottes verpasst. Gott weicht nicht von dir, wenn du ihm folgen möchtest. Wenn du ihn hören möchtest, dann wirst du ihn hören. Wenn du seinen Willen tun möchtest, dann wirst du seinen Willen tun. Mach dir darum gar keine Sorgen. Also wirklich, das habe ich echt auch voll in meinem Leben erlebt, wo ich echt Zeiten hatte, wo ich gedacht habe, boah, Gott redet zu mir. Was soll jetzt der nächste Schritt sein? Solange man treu im Moment ist, treu mit dem Kleinen ist, dann wird der Herr einem Großes aufbefehlen. Und wenn du wirklich Gottes Stimme hören möchtest, dann wirst du sie hören. So wie Jesus sagt, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan und wer bittet, dem wird gegeben. Jesus war und ist kein Lügner und das habe ich in meinem Leben auch so erfahren und erlebt. Genau. Wenn jetzt gewisse Zuhörer sich denken, ja schön, hast du deine Berufung gefunden, aber wie finde ich meine? Was würdest du sagen, wie hast du es erlebt, dass du eben diese Berufungen gekriegt hast? Oder was denkst du, wie spricht Gott generell, wie funktioniert das, dass man eine Berufung erhaltet? Voll die gute Frage. Und ich glaube, darauf gibt es nicht eine einzige Antwort. Ich glaube, es kann ganz unterschiedlich sein. Aber wie ich vorher gesagt habe, als erstes in der Kindschaft Gottes. So, das ist die allererste und wichtige Sache, dass wir echt sagen, okay, ich bin ein Kind von Jesus. Und daran möchte ich wachsen. Und ich bin einfach sein Kind. Ich habe keine irgendwie größere Aufgabe. Es ist einfach, ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter. Und das ist unsere erste Berufung. Identität in Jesus zu haben. Die zweite Berufung ist so die spezifischere Berufung. Und ich glaube, das ist eine Sache von, wie ich vorher gesagt habe, okay, was sind meine Gaben? Was sind meine Talente? Was sind meine Interessen?
Und was sagen meine Freunde in der Kirche, was sagen meine Leiter, was sagen meine Eltern, was sagen die? So, wo sehen sie meine Gaben, wo sehen sie meine Talente? Und das ist auch voll wichtig, nicht auf alles zu hören, weil bei mir gab es schon auch einige Leute, die gesagt haben, oh Christian, du solltest lieber ein bisschen die Klappe halten. Und es waren auch Leute, die Christen waren und die Jesus gekannt haben. Und das ist nicht so, dass egal wer dein Pastor ist, egal was er sagt, das ist zu 100% immer richtig. Ja. Aber wenn eine Mehrzahl von den Leuten, die dich kennen und die dich lieben und die den Herrn kennen und die den Herrn lieben, etwas Ähnliches sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du auch dahin gehörst. Und zum Beispiel bei mir war das so, wie ich vorher gesagt habe, dass Leute mir gesagt haben, hey, du kannst Leute begeistern. Und ich habe angefangen, im Kindergottesdienst zu predigen. Ich habe dann angefangen, in der Jungschar zu predigen, im Jugendkreis und dann bei uns in den Jugendgottesdiensten kleine Andachten zu halten. Und das war nicht sofort, okay, sofort hier die größtmögliche Bühne und ich warte erst, bis irgendwie mich eine große Konferenz anfragt, sondern einfach treu im Kleinen zu sein. Und das ist auch wirklich, und es ist messy am Anfang. Du machst Fehler und es ist nicht gut. Wenn ich mich an meine ersten Predigten zurückerinnere, denke ich mir auch so, Flash, Katastrophe. Aber es ist einfach wichtig anzufangen und das ist auch voll wichtig. Fang einfach an. Anfänge sind selten glorreich und das Erste, was du machst, wird selten gut sein. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Videos zu drehen, ich habe 1 Jahr lang Videos abgedreht und nie etwas veröffentlicht, weil ich es immer so schlimm fand. Also auch vom Schnitt her, von der Videografie und so weiter und so fort und vom Inhalt auch. Und ich weiß noch, als ich meine Videos hochgeladen habe am Anfang, ich fand kein einziges gut. Ich habe es einfach gemacht, weil ich gesagt habe, okay, Jesus, 1-mal pro Woche werde ich was hochladen. Ich fand kein einziges, also der Inhalt war immer biblisch, das war auch wichtig, dass der theologisch korrekt ist. Auch ich bin immer zu mein Vater ist ein Theologe und ich bin immer zu meinem Vater gegangen, habe auch gesagt, okay, kann man das so sagen, weil es auch wichtig ist, dass wir eine gesunde Lehre verkündigen und nicht einfach so, ich fühle das irgendwie. Und dass wir dann einfach anfangen und dass wir einfach machen und tun und ein Meister ist noch nie vom Himmel gefallen und dass wir einfach wachsen in dem und treu sind im Kleinen. Und der Herr wird uns dann auch wirklich mit Dingen aufbefehlen. Das ist so ähnlich, wie wenn du in einer Beziehung bist. Wenn du ein untreuer Freund bist, dann kannst du nicht erwarten, dass du irgendwann ein Ehemann wirst. Ne? Du musst erstmal ein treuer Freund sein, dann ein treuer Verlobter, dann kannst du auch ein treuer Ehemann werden. Genau. Yes. Hey, und genau an dieser Stelle möchte ich dich noch ermutigen, like dieses Video, abonniere diesen Kanal, wenn du einfach möchtest, dass diese Good News verbreitet wird, denn unser Ziel mit diesem Podcast ist, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden und deshalb kommentiere, was du vielleicht gerade auch in diesem Bereich erlebst. Und ich habe eine weitere Frage an dich. Ich habe selbst diesen Berufungsmoment erlebt letztes Jahr und für mich hat das bedeutet, meine Passion als Lehrerin, ich war Grundschullehrerin, aufzugeben, meinen Job hinzulegen und es hat mich schon auch gechallenged. Und eigentlich heißt es ja trotzdem in Galater 5,13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und mich hat es schon auch gechallenged, das loszulassen, diesen Beruf, den ich eigentlich auch geliebt hatte, wo ich auch eine Berufung, glaube ich, zwischenzeitlich hatte dafür. Und wie ist das für dich oder wie gehst du damit um? Hast du dich auch schon mal durch deine Berufung eingeschränkt gefühlt oder hattest das Gefühl, eben du musst auch was loslassen, dass du vielleicht anders oder deine Pläne wären vielleicht anders gewesen? Total, also es ist echt so, einer meiner größten Challenges war oder ist mein Studium als Wirtschaftsingenieur. Ich war eigentlich schon immer jemand, der akademisch Vollgas gegeben hat und es mir auch wichtig war, Dinge gut und schnell zu beenden und zu absolvieren. Und durch den Predigtdienst war es auf einmal richtig schwer, mich auf mein Studium zu konzentrieren. War es richtig schwer, da auch treu zu sein in dem, weil ich wusste, dass es auch das ein Ort ist, wo Jesus mich gesetzt hat. Und es war schon echt, wo ich echt auch voll mit so Selbstzweifeln gekämpft habe, wo ich echt so manchmal, ich habe mich in die Prüfungsvorbereitung gegeben und habe ich gedacht, Digga, bin ich eigentlich dumm? So, warum kriege ich das, warum kapiere ich das nicht? Und weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte, wo ich mich da rein investieren konnte. Und Berufung, es kostet dich immer was. Es kostet dich immer was. Aber das Wunderschöne an der Berufung ist, es gibt dir um ein Vielfaches mehr. Vielleicht nicht in dem Sinne, wie wir es uns im ersten Moment erhoffen. Und ich habe vorher vorgelesen, 1. Korinther 4, die Apostel, die haben ein unglaubliches Leid erlebt. Sie waren arm, sie waren verfolgt, ihre Kleider glichen eigentlich nur noch Lumpen und sie wurden von der gesamten Welt als Narren bezeichnet. Sie haben super viel aufgegeben, aber sie haben um ein Vielfaches mehr gewonnen.
Und ich glaube, das ist wirklich, was die Berufung von Jesus auszeichnet. Wenn Jesus dich berufen hat, dann kostet es dich häufig etwas. Yes. Und vielleicht auch richtig viel. Aber es gibt dir um ein Vielfaches mehr. Und es kostet dich immer nur das, was auch Jesus dich berufen hat, aufzugeben. Ne? Also wenn du jetzt hier bist und sagst, oh, ich glaube, ich muss mich jetzt von meiner Ehefrau scheiden lassen, um meiner Berufung nachzugehen. Unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Das, beziehungsweise mit Sicherheit nicht. Genau, das wirklich, ne, es gibt Abstufungen. Ne, und es ist wirklich, als erstes, deine Berufung ist, die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Und nicht irgendwie dich zu verlieren in deinem Dienst. Dann deine zweite Berufung ist, ein Christ zu sein, ein Ehemann, eine Ehefrau Gottes zu sein, deinem Ehepartner gegenüber. Und dann in deiner Familie. Und dann kommt erst dein Einsatz in der Welt. Genau, richtig. Ja. Glaubst du, ich glaube, manchmal sagen wir sehr oft, hey, wir sind einfach alle berufen dazu, in der Gemeinschaft Gottes zu sein, was die komplette Wahrheit ist. Aber manchmal, glaube ich, kann es auch so wirken, von wegen, deine persönliche Berufung ist gar nicht wichtig oder zählt nicht oder auch, du brauchst die gar nicht. Es reicht ja, wenn du einfach in der Gemeinschaft mit Gott bist. Glaubst du, man soll trotzdem seine persönliche Berufung auch suchen? Oder glaubst du eben einfach, geh in diese Gemeinschaft mit Jesus und das ist eigentlich die ultimative Berufung für jeden Christen? Ja. Also es ist schon wichtig, Gemeinschaft in Jesus zu haben und mit Christen zu haben. Ich glaube, selbst wenn du jetzt irgendwie Wanderprediger bist oder Missionar bist und du hast keine Gemeinschaft mit anderen Christen, du wirst leiden. Du wirst leiden und vielleicht sogar vom Glauben fallen. Weil selbst die Apostel waren nicht alleine unterwegs. Und selbst die Apostel hatten Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft. Aber ich glaube, das Krasse an der Berufung ist genau das. Du wirst berufen. Das heißt, der Ruf kommt. Und ich glaube, da musst du dir gar nicht so große Sorgen machen, wie finde ich sie und wo kommt sie her und was auch immer, sondern es ist wirklich, dass man sagen kann, hey, ich bin treu in der Gemeinschaft, ich bin treu in meiner lokalen Kirche, ich diene dort, wo ich dienen kann. Und die Berufung, wenn du treu bist in dem, was du tust, kommt häufig von ganz alleine. Und dann kommt wirklich dieser Entscheidungsprozess, wo du dann sagst, okay, jetzt bin ich auf einem Scheideweg. Ich weiß noch, als der Predigtdienst mehr Auffahrt gewonnen hat, habe ich noch als IT-Projektleiter gearbeitet neben meinem Studium. Und irgendwann war der Predigtdienst so viel, dass ich auch an einem Scheideweg war und dass ich sage, okay, wenn schon, sage ich jetzt relativ viele Predigttermine ab und arbeite weiter im Büro, oder ich kündige meinen gut bezahlten Job und gehe in den Dienst. Und das war für mich eine taffe Challenge. Yes. So, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht irgendwie meine Rechnungen von dem Dienst bezahlen und keine Ahnung, schaffe ich es dann trotzdem noch ein reines Herz zu haben dem Dienst gegenüber. Aber das war echt eine Sache, wo ich gemerkt habe, dass Jesus mich genau da haben möchte. Und es war voll die Challenge. Es war echt nicht einfach, weil so, wenn du auf der Bühne stehst, dann denkt man, was für eine Berufung. Aber so hinter der Bühne, das ist eigentlich so, also zumindest für mich ist das wirklich so, wo ich sage, so Jesus, ich bin auch echt ready, wenn du sagst, dass die Zeit jetzt vorbei ist und dass ich wieder vielleicht in die Wirtschaft gehen soll. Weil es schon auch herausfordernd ist. Aber wie gesagt, wir sind nicht dazu berufen, den Weg zu gehen, der am wenigsten Herausforderungen hat, sondern den Weg zu gehen, zu dem Jesus uns gerufen hat. So, und deswegen, wenn du in der Gemeinschaft mit Christen bist, dann wird früher oder später der Moment kommen, wo du langsam aber sicher merkst, wo er dich haben möchte. Und dann ist es an dir, Ja oder Nein zu sagen. Ja. Wie oft fragst du Gott nach deiner Berufung? Oder fragst du überhaupt Gott nach deiner Berufung? Oder wie du sagst, kommt es eher zu dir, diesen Ruf? Ja. Oder wie oft setzt du dich mit diesem Thema selbst auseinander? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, gar nicht so häufig. Also ist eigentlich echt, was viel mehr meine Frage ist, Jesus, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte dich mehr sehen. Ich möchte so handeln, wie du handeln würdest. Ich möchte so denken, wie du denken würdest. Ich möchte so reden, wie du reden würdest. So, das ist eher mein Fokus, so wirklich Jesus im Zentrum zu haben und mich echt aktiv zu fragen, wer bist du, Jesus? Wer bist du und gibt es blinde Flecken in meinem Leben? Behandle ich meine Geschwister nicht so, wie du es tun würdest? Rede ich mit Leuten auf eine Art und Weise, wie du es nicht machen würdest? Und wirklich, mein Hauptfokus ist wirklich Jesus. Das ist gar nicht meine Berufung und was ist jetzt mein Calling? Das war tatsächlich eine ganz, ganz untergeordnete Frage in meinem Leben. Und es ist eher wirklich so gewesen, dass es gekommen ist einfach. Dass es einfach gekommen ist, der Ruf und die Türen von selbst aufgegangen sind. Als Jesus mich gerufen hat, hat er
und gesagt hat, Christian, ich werde dich senden, mein Evangelium zu verkündigen in Gemeinden, hat er im selben Zug gesagt, aber halt die Klappe. Wehe, du gehst zu einer Gemeinde und fragst an. Ich werde dir die Türen auftun. Wow. Und so vergingen Jahre und ich habe echt immer wieder gefragt, so, hey, wann passiert es jetzt endlich? Aber das war genau richtig. Es war zu dem Zeitpunkt von Jesus Christus. Und ich habe nie irgendwie versucht zu netzwerken, nie irgendwie versucht, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, sondern einfach, ich habe sein Wort studiert, Zeit in meinem Hauskreis mit meinen Brüdern und Schwestern im Geist zu haben. Ich war aktiv und treu in meiner lokalen Kirche. Und der Rest ist von selbst passiert. Genau, also ich glaube, der Gott, der die Welt erschaffen hat mit seinem Wort, alles, was in ihr ist, alles, was über und unter und in ihr ist, er ist fähig, klar und deutlich zu sprechen. Yes. Und ich glaube, wenn er dich berufen möchte und du ein Herz hast für ihn, das für ihn brennt, dann wirst du diese Berufung niemals verfehlen können. Egal wie es sich im Moment anfühlt. Du musst dir wirklich, das möchte ich dir sagen, mach dir keine Sorgen, deine Berufung zu verpassen, wenn du Jesus liebst. Und wenn du dich nach ihm sehnst. Du wirst sie finden, 100%. Ja. Hast du das auch schon erlebt, gerade vielleicht in dieser Zeit, wo du gesagt hast, du hattest die Berufung schon, aber du hast es noch nicht gesehen, dass andere in deinem Umfeld berufen wurden oder das tun durften, was du gerne getan hättest vielleicht? Voll. Wie bist du damit umgegangen, wenn vielleicht andere zuerst ihre Berufung ausleben konnten oder deine Berufung, die du dir gewünscht hast, ausleben konnten? Voll. Also ich glaube, da ist kein Mensch gefreit davon im ersten Moment, wenn man das so sieht, so man hat irgendwo einen Call, man hat irgendwo eine Berufung, aber irgendwie lebt jetzt gerade jemand anderes genau das, was Gott einem eigentlich gesagt hat. Und dann hat man häufig auch so Zweifel, okay, ist es so, mache ich alles richtig? Ist es okay, was ich mache? Oder mache ich was falsch? Hat mich Gott verlassen? Und auch, es geht super schnell, dass man neidisch wird und sagt so, hey, der hat das, was ich wollte. Und das ist so wichtig, dass man nicht den Segen eines anderen beneidet. Sondern dass man, also das habe ich gemacht damals, als ich gemerkt habe, dass in mir irgendwo Neid aufkam, dass ich sofort auf meine Knie gegangen bin und dem Herrn gepreist habe für das Leben von dieser Person. Amen. Und gesagt, danke Jesus, dass du diese Person berufen hast. Ich bitte dich, stärke diese Person, gib ihr mehr und mach das. Und ich habe das gar nicht gefühlt. 0,0. Und es ist so wichtig, auch in unserer Generation ist immer so eine Sache, ich mache nur das, was ich fühle, sonst bin ich fake. Anstand wahren ist nicht fake zu sein. Yes. Ne? Der Wahrheit nachzugehen, obwohl man es nicht fühlt, hat nichts mit Fake sein zu tun. Sondern wirklich, bin auf die Knie gegangen, ich habe gebetet, ich habe auch wirklich gesagt, Jesus, und benutze die Person noch mehr und noch viel mehr. Und hab Jesus gedankt für das Leben dieser Person. Und im Moment habe ich es nicht gefühlt, aber ich habe gemerkt, je öfter ich das gemacht habe, desto mehr habe ich es dann gefühlt. Und desto mehr habe ich das auch wirklich gemeint. Und ich glaube, das würde ich auch jedem da draußen empfehlen, dass wenn du genau in so einer Situation bist, wo du merkst, irgendwie, du betest seit Jahren für einen Ehepartner und niemand kommt, aber alle deine Freundinnen heiraten und in dir kommt vielleicht dieser Neid auf oder diese Zweifel, dann geh auf die Knie und preis den Herrn. Gib ihm Dank, so wie Paulus und Silas im Gefängnis, als sie gebunden waren und von Mauern umzäunt, dass sie angefangen haben, Lobpreis zu machen. Und als sie angefangen haben, Lobpreis zu machen, sind die Mauern gefallen und die Ketten zersprungen. Und das ist wirklich, Lobpreis setzt dich frei und deine Umstände auch. So, ich hatte das Privileg, dieses Jahr im Sommer in Philippi sein zu dürfen, in der Altstadt. Und da habe ich das Gefängnis gesehen von Paulus. Es waren so dicke Mauern. Und in Apostelgeschichte 16, da heißt es, da kam ein Erdbeben und dann sind die Mauern zusammengefallen. Ich habe mir gedacht, was war das für ein Erdbeben? Das Mauern zerfallen ist eine Sache, aber Ketten zersprengen? Ja. So, und das war wirklich, wo ich mir gedacht habe, hey, Gott kann auf wundersame Art und Weise Dinge tun. Und da brauchst du nicht irgendwie den Weg der Menschen gehen und das, was der Mensch für weise hält, sondern wirklich sei treu dem Wort Gottes und sei ein treues Kind von ihm und der Rest kommt von ganz alleine. Genau. Was hilft dir, diesen Weg deiner Berufung zu gehen? Wie machst du das oder wie weißt du eben genau, was ist jetzt für dich und was ist für andere? Super gute Frage. Ich glaube, eine Sache ist, was sehr, sehr wertvoll ist, ist wirklich Brüder und Schwestern zu haben im Glauben, die auch älter sind als ich selbst, die länger als ich selbst diesen Weg gehen. Und auch die aktiv zu fragen, so, hey, was denkst du, was gerade dran ist?
was denkst du, was der nächste Schritt ist? Aber auch ins Gebet zu gehen. Ja. Ne? Gott spricht zu seinen Kindern und wirklich auch den Herrn zu fragen, was ist aktuell Lage. Bei mir ist es zum Beispiel so, für das nächste Jahr, also ich habe jetzt in diesem Jahr 2024 habe ich über 80 Predigten gehalten, über 60 Städten in 7 Ländern, und es war echt eines der krassesten Jahre, die ich jemals erlebt habe, was den Dienst anbelangt. Aber ich habe voll den Eindruck, dass Jesus mich im nächsten Jahr zu einer ganz anderen Sache ruft. Das ist echt heftig. Ganz viele Anfragen, die reinkommen. Ich gehe ins Gebet, ob ich hinkommen soll, und Jesus sagt nein. Und auch wirklich Anfragen, wo ich sage, ich würde so gerne dort sein, wo ich merke, dass Jesus sagt, hey, nee, ist jetzt eine andere Season, ist eine andere Zeit. Und ich weiß nicht, warum. Und ich denke mir auch so, okay, krass, ich weiß nicht, wo mich Jesus hinführt, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung, aber ich vertraue auf ihn. Weil ich weiß, er ist gut, und ich weiß, dass er es nicht nur gut meint, sondern dass er es gut macht. Und das ist so zum Beispiel bei mir aktuell so voll das Ding. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Ich weiß nur, dass es anders werden wird. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich. Und das, wie gesagt, so, dass Jesus zum Beispiel mir diesen Unfrieden gibt, zuzusagen, das ist eine ganz kleine Sache. Ja. So, es ist so einfach, trotzdem Ja zu sagen. Und ja, okay, komm, ja, vielleicht ist es nur ich, ja, komm. Aber Jesus weiß, mit welchem Herzen ich das mache. Ich habe echt, ich möchte eigentlich zusagen, aber ich glaube, es ist Jesus, der mir sagt, der mir diesen Unfrieden gibt. Ich glaube, es ist der Heilige Geist, der mich woanders hinführt. Und das ist das Wunderschöne. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, heißt es in der Bibel, aber Gott sieht dein Herz. Und dass man auch wirklich sagt, so, okay, selbst wenn man eine Sache macht, die vielleicht nicht von Gott kommt, aber man hat es mit dem Herzen gemacht, als wäre es von Gott, kann Jesus das dennoch segnen. Genau. Und das ist wirklich so der aktuelle Prozess, in dem ich bin. Es ist wirklich aktiv ins Gebet zu gehen, die Menschen um mich herum zu fragen, Älteste zu fragen, Geschwister zu fragen, was sie denken, was ihr Eindruck ist. Und dementsprechend zu laufen und dann immer in der Freiheit zu sein. Ja. Wir sind frei in Jesus. Wir haben keine Angst. So, und das ist wirklich, wo ich uns alle ermutigen möchte. Sei frei, hab keine Angst, geh mutig voran. Auch wenn du nicht weißt, wohin du gehst. Das ist zumindest in meinem Leben aktuell der Fall. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, aber ich gehe mutig. So, weil ich weiß, in Jesus habe ich die Kraft und die Autorität und auch das Mandat, mutig zu sein. Einfach aufs Wasser hinauszulaufen. Und das Wunderschöne ist, wenn wir auf dem Wasser laufen und untergehen, die Hand von Jesus ist nicht weit entfernt. Yes. Genau. Yes. Mega krass, vielen Dank für dein Herz und dein Teilen von einfach deiner Erfahrung mit dem Thema Berufung und was du schon dazu gelernt hast. Wenn du jetzt noch etwas an diese Generation, die Person, die gerade jetzt das Video schaut oder den Podcast hört, mitgeben könntest, was würdest du noch mitgeben? Du hast schon unglaublich viel heute mitgegeben, aber vielleicht gibt es noch etwas, das du mitgeben möchtest oder ermutigen möchtest. Lass es zu, dass das Wort Gottes dein täglich Brot wird und nicht nur der Kuchen am Sonntag. Das hat mein Leben so verändert, als ich angefangen habe, die Bibel nicht nur zu lesen wie ein Roman, Kapitel um Kapitel, Buch um Buch, sondern die Bibel aktiv mit dem Heiligen Geist zu lesen. Jedes Mal, bevor ich die Bibel aufschlage und Zeit mit Jesus verbringe, bete ich: Heiliger Geist, offenbare du mir dein Wort, sodass ich Jesus und seinen Plan immer besser erkenne. Hilf mir zu begreifen, wozu ich berufen bin und welches unvorstellbar reiche Erbe auf uns alle wartet. Das ist so das Gebet, was ich immer bete, bevor ich die Bibel lese. Und wenn ich die Bibel lese, wirklich Vers für Vers, weil ich bin überzeugt davon, dass kein Wort in der Bibel einfach so dasteht. Ich glaube, jedes Wort, jeder Vers hat seinen tieferen Sinn und hat die Durchschlagskraft, dein Herz und dein Leben zu verändern. Und genau das ist in meinem Leben passiert. Und genau das hat mich zu dem Ort gebracht, wo ich heute bin. Genau das hat mir gezeigt, was es heißt, Jesus zu hören im Gebet, ihn zu hören in seinem Wort. Und wenn das Wort Gottes nicht nur Teil deines Lebens ist, sondern dein Leben ist, dann wirst du ein glückliches Leben führen. So wie David in Psalm 1 schreibt: Glücklich ist derjenige, die über das Gesetz Gottes nachsinnt, Tag und Nacht. Come on. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Herz, das du hier reingegeben hast. Und ich möchte dich einfach nochmals ermutigen, wenn du was zu diesem Thema erlebt hast oder eine Frage hast, dann kommentiere bei uns in die Kommentare. Ansonsten sehen wir dich einfach im nächsten Monat wieder. Es gibt pro Monat immer mindestens eine Folge Sunday Nights on Air. Wir freuen dich, bei der nächsten Folge wiederzusehen.